Hallo Hamburg Germany Community. Ich bin heute für euch unterwegs, um Antworten zur Corona-Impfung zu bekommen. Deshalb stehe ich hier vor dem Corona-Impfzentrum an der Messe in Berlin und spreche mit einem der leitenden Ärzte, Dr. Grundhever. Hallo, Herr Dr. Grundhever. Ich grüße Sie auch. Hallo. Wenn ich gegen Corona geimpft werden möchte, wie kann ich das anstellen? Muss ich mich selbst darum kümmern? Ja, ein bisschen schon. Also man braucht immer einen Termin und den bekommen Leute, die so eine Impfberechtigung haben im Augenblick. Kann dann mit der Impfberechtigung sich dann online oder über die Hotline einen Termin in so einem Impfzentrum wie hier hinter uns machen. Und zweitens kann man inzwischen auch einen Termin beim Hausarzt ausmachen und sich da impfen lassen. Und wenn ich es dann endlich geschafft habe, einen Impftermin zu bekommen, muss ich dann zum Termin bestimmte Unterlagen mitbringen? Ja, das wäre ganz gut, wenn man dann das Impfbuch mitbringt. Es geht schneller, wenn man schon die Einverständniserklärung zu Hause sich ausdruckt und unterschreibt. Und man sollte natürlich diesen Impfcode, also die Berechtigung mitbringen, dass man da auch ist. Und was immer gebraucht wird, ist ein Ausweis. Werde ich denn vor der Impfung bei dem Termin über die Impfung selbst aufgeklärt? Genau, man kommt also hier, wir stehen ja hier vom Impfzentrum. Also die Leute, die geimpft werden, die gehen hier rein, kommen in solche Anmeldekabinen. Da wird nochmal alles geguckt, ob alle Unterlagen da sind, und dann kommt man in den Wartebereich, dann in die Impfkabine, und da kommt der Arzt und mit dem kann man auch nochmal über die Impfung sprechen. Sollte man auch, finde ich. Und wie ist das für Personen, deren Deutschkenntnisse noch nicht ausreichend sind? Haben Sie da hier im Impfzentrum Übersetzerinnen und Übersetzer? Wenn Sie hier nochmal nach hinten gucken, sind unglaublich viele junge Leute aus allen Nationen, die arbeiten hier freiwillig, sodass immer eigentlich, wenn jetzt hier jemand kommt, immer jemand da ist, der auch die Sprache spricht. Und wenn das jetzt mal nicht der Fall sein sollte, können wir aus jeder Impfkabine heraus einen Übersetzer anrufen und mit dem Übersetzer dann sprechen. Welche Nebenwirkungen können durch die Impfung auftreten? Die können ganz selten mal Allergien verursachen, so eine allergische Reaktion, oder noch viel seltener, vor allen Dingen diese eine von AstraZeneca, diese Thrombosen. Das sind alles sehr schwere Nebenwirkungen, aber alle extrem selten. Was aber sehr häufig ist, ist, dass man so 1-2 Tage nach der Impfung krank wird, sich so wie bei einer Grippe fühlt, vielleicht auch ein bisschen Fieber hat, die ganzen Muskeln, alles tut weh. Das ist immer ausgesprochen unangenehm, aber ist nach 1-2 Tagen wieder weg. Kann ich mir den Impfstoff, mit dem ich geimpft werde, auch vorher aussuchen? Dann ist das nicht üblich. Das wird erst so im Sommer generell üblich sein, wenn wirklich sehr viel Impfstoff da ist und man diese Priorisierung nicht mehr braucht. Würden Sie mir empfehlen, mich gegen Corona impfen zu lassen? Ja, unbedingt. Ja, Corona ist ja eine sehr unangenehme Infektion und macht große Probleme in allen Altersgruppen. Also wir haben ja bisher immer die schweren Infektionen bei den Älteren gesehen, aber auch im jüngeren Alter gibt es sehr schwere Infektionen und vor allen Dingen auch diese Folgeerkrankungen, diese Post-Covid-Erkrankungen, das sind auch Sachen, die eher bei jüngeren Personen auftreten. Und das können wir alles mit der Impfung verhindern. Also die Impfung schützt sehr gut vor allen diesen Geschichten. Und das Zweite ist, was wahrscheinlich auch so ist, dass die Impfung verhindert, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Vielen Dank, Herr Dr. Grundhever, für das Interview und dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, ich bedanke mich auch. Ganz herzlichen Dank und Ihnen einen schönen Nachmittag dann.